Meine ist Sophia von der Vierwelstuten an der Lo, die mehr an den Schiefermusee kommt mit. Meine ist Sophia, wie seid ihr? Moin Sophia, ich bin Tobias. Ich arbeite hier am Schiefermusee. Und was gouf heute gemäht? Ich habe früher ganz viel mit Schiefer geschafft, eigentlich mit dem blaugrünen Steen. Und wie habt ihr alles geschafft? Mit Schiefer habe ich das Lehrkörper noch genannt. Und das ist ganz gut froh, und ich kann dir die besser mit einem Foto erklären. Okay. Ma hier haben wir die alte Foto. Und hier gesagt all die Schiefer habe ich das Lehrkörper, die früher hier geschafft haben. Du hast die paar, die innen geschafft haben, und die anderen, die haben Uwe geschafft. Du siehst, da sind nur Männer dabei, und aber auch paar mehr Kinder dabei, Jungen. Hier oben konnten sie mit 12 arbeiten und innen an den Groven ab 16. Und hier gesagt sie auch mit dem Hummer und mit dem Messel. Und ich habe einen neuen Lehrkörper hier. Sollen wir die mal gucken gehen? Ja, ich komme mit. Was ist ein Lehrkörper? Ein Lehrkörper ist ein Schieferarbeiter. Das waren Leute, die hier oben geschafft haben, aber auch hier innen geschafft haben. Um mit dem Schiefer dann entweder rauszubringen von innen an oder hier oben dann den Schiefer aufgebaut haben und weiter verarbeitet haben. Heinz haben sie die poliert, heinz haben die mit Großstecker Großprodukte daraus gemacht und von den mit kleinen Schieferstängen haben sie heinz dann Lehen gekappt. Dafür heißt es auch Lehrkörper. Und wie sind Schiefersteine aufgebaut gehen? Die Schiefersteine sind alles mit der Hand eigentlich aufgebaut gehen. Die hatten Pickaxe oder Presslufthammer. Heinz du eng mit Großpresslufthammer und einer Maschine gekoppelt, die dann innen gemacht werden. Hier handelt mir, gesehen das größte Modell, wo sie dann bis ganz raufgegangen sind, bis auf 168 Meter wirklich, für den Schiefer rauszuholen. Wie gesagt, mit einem Pickaxe oder mit einem Presslufthammer. Ganz viel Stöps und ganz viel Geräusche, also das war ganz hart. Und wenn sie da abbrüchen gehen, entweder Rück, 100 Kilo schwere Steine, oder mit einem Lift, der mit Dickstein, die dann ein paar Tonnen hatten. Und hier oben gehen die dann weiter verschafft. Wir haben hier einen Lehrkörper und plus soll man den ein gucken gehen, wie die wirklich den Schiefer hier oben schneidet, spaltet und dann auch wirklich kappt. Ja, ich komme mit. Hier gesagt den Nico, also Lehrkörperpartei, werden dann die Decksteine eigentlich zu Lehen verarbeitet. Man möchte die ganz Decker schneiden hier mit dem Hummer, mit dem Pickel, mit den ganzen Placken wie die dort und daraus gehen dann Lehe geschnitten. Und für was die Schiefer benutzt gehen? Naja, so Placken zum Beispiel, so Lehen, die sind für den Dach benutzt gehen, mehr die Steine, dass sie noch Großsteine dabei gewesen. Du kannst noch andere Sachen damit machen. Billardstische zum Beispiel. Eine Sache, Spulsteine zum Beispiel, auch aus Schiefer, ganz besonders hier im Norden. An allen Häusern seid ihr noch Schieferspulsteine. Grabsteine zum Beispiel auch, die sind noch eins aus Schiefer. Oder auch noch Mauern aus dem Haus, Dallen und Boden, am Bootzimmer oder an der Küche oft ganz gerne. Und hatten sie auch Schutzkleider an? Ma guck mal ein bisschen Nico hier an. Den ist ungefähr so ugedoren, wie sie auch früher ugedoren waren, mit einem Hut. Wenn sie innen waren, hatten sie keinen Helm oder ganz Seelenhelm, für sich ein bisschen zu schützen, den Kopf, einen guten Hut. Etwas mehr Warmes an, weil innen ist es doch ganz kalt, 9 Grad nehmen. Und natürlich auch keine Schutzmasken, wie du gesagt hast. Der ganze Stöps, den ist einfach mal direkt nur durch den Mund bis an die Lunge gegangen. Heute das kennen wir die Schutzmasken mit Demos und sie den nicht benutzt. Okay, merci. Voilà, ich meine, wir lösen den Nico vielleicht noch ein bisschen hier schaffen. Ich noch eine ganze Boogie mit Schiefersteinen für zu verschaffen. Ich weiß nicht, aber noch etwas Flottes kommen wir. Ja, okay, ich komme. Naja, hier haben wir eine Tafel. Die weiß mal für 1956, wie viele Lehrkörper die muss verdient haben. Sie haben am Monat an der Moyenne 5.635 Franken verdient. Wow, so viel an. Was konnten sich davon erleisten?
Wie gesagt, für eine Familie von 5 Leuten, wohl ein ausgerechnet, was sie alles gebraucht haben. Wenn sie 55 Kilo an der Mayen Brot hatten, das hat dann 385 Franken gekostet. Dasselbe schon mal für verschiedene Produkte gemacht. Für das Fleisch, für den Kaffee, für die Butter, Milch, Eier, Zucker und Grumperen. Das alles zusammen hat 2962 Franken schon gekostet. Wenn schon mal mehr wie die Halschen nicht mehr auf pure Sachen draufgegangen sind, hatten sie auch noch die Leute zu bezahlen. Die Vakanz war nicht wirklich etwas, was die Leute sich leisten konnten. Okay, merci. Merci Tobias, dass der uns das ganz gut erklärt hat. Dann bis ein anderer Kehr. War ganz gerne, Sophia. Bis zum nächsten Kehr dann. Ciao. Adi. Das war es schon mit der Episode von den Vierwelstuten. Und bis ein anderer Kehr. Adi.